Einen schönen guten Morgen. Heute bin ich über der Mundelsheimer Neckarschleife am Käsberg. Die Sandra wollte nämlich ein bisschen was über den Käsberg erfahren. Machen wir doch. Gehen wir mal als erstes hier die Staffel runter bis zur Mundelsheimer Käsbergkanzel. Die Stäffele hier sind aus Muschelkalk. Das ist das Material direkt hier vom Ort. Und manchen Stufen sieht man auch ganz gut an, dass es sich da um ein Sedimentgestein handelt. Und bei der Stufe sieht man es noch schöner. Der Regen wäscht es dann teilweise wieder aus und dann wird es so richtig deutlich. Da kommt schon die nächste Eidechse angeflitzt und die hat sogar was erwischt. Die vespert jetzt was. Ein Insekt. Hat es noch im Mund. Als der Weinexperte Johann Bronner im Jahr 1837 den Weinort Mundelsheim besucht hat, haben ihm die Einheimischen erklärt, dass der Käsberg seinen Namen von einem Felsen hat, der gerade so rund wie ein Bauernkäs, wie ein Handkäs ist. Ja, so ist dieser Felsvorsprung hier. Und jetzt ist es natürlich durch die Klimaveränderung wahnsinnig heiß und trocken geworden, aber wenn man hier nach einem Regen hinkommt, dann ist es ganz schön matschig hier auf der Kanzel. Und das ist auch eine Erklärung für den Namen Käsberg. Käsboden ist nämlich die Bezeichnung für morastigen, sumpfigen Boden mit schweren Erdklumpen. Im Käsberg tritt an den Schichtungen des Gesteins an mehreren Stellen Wasser aus. Und dieses Wasser hat früher maßgeblich zur schweren Beschaffenheit des Bodens am Käsberg beigetragen. Das Wasser fließt hier eigentlich das ganze Jahr über aus. Solange ich jetzt hier schon unterwegs bin, in den letzten Jahrzehnten, kann ich mich nicht erinnern, dass dieses Rinnsal jemals aufgehört hätte. Der Schachtelhalm, der hier wächst, heißt auch Zinnkraut. Ist ein Heilkraut, hat man gerne eingesetzt in der Naturheilkunde bei Nieren- und Blasenbeschwerden. Gegen Nierenkries hilft es, spült den Körper feste durch. Den Beginn des Käsbergs kann man leicht erkennen. Der mittlere Käsbergweg wurde Mitte des 20. Jahrhunderts ausgebaut und geht genau bis an die Gemarkungsgrenze nach Hessigheim. Auf der Hessigheimer Seite heißt der Berg dann zuerst Mühlberg und ein Stück weiter vorne Frostberg. Da kann man dann auch schon erkennen, dass es bei Kälte öfter mal zu Rostschäden kommen kann. Der Käsberg geht also hier ab dem ausgebauten mittleren Weg ganz rüber bis zur Hosklinge. Da wollen wir mal schön drüber laufen. Ja, hier links tropft es auch schon wieder. Das ist schön, was hier für verschiedene Moose wachsen. Das ist ganz faszinierend. Sobald Wasser da ist, ändert sich der Bewuchs komplett. Und hier unten ist die Kurve in der Hosklinge. Da ist natürlich immer das gute Catering aufgestellt beim Käsbergfest, das leider dieses Jahr ausfallen musste, so blöd. Aber es gab ja als Ersatz ein Open-Air-Konzert. Und hier ist also diese Hosklinge. Der Name kommt von Hosse. Hosse ist das Verb für horchen, hören. Und das ist Mittelhochdeutsch. Und ist wohl so, wenn man oben läuft und fliegt ein Stein runter, dann kann man es bis unter Rappeln hören. Und das soll auch ein bisschen eine Warnung sein, dass man aufpasst, wo man seinen Fuß hinsetzt. Denn wenn man abrutscht und runterfliegt, dann ist schlecht. Hier kommen wir ums Eck und finden wieder unser Wanderzeichen, die rote Traube auf weißem Grund, der Württemberger Weinwanderweg. Weiter geht's bis an den Anfang der Hosklinge. Da sind wir dann ganz oben dran. Hier ist Natur pur.
Holunderbüsche, die sich zu Bäumen ausgewachsen haben. Und hier am Wegpfosten hat jemand mit Absicht einen Eimer drüber gemacht, um was zu schützen, was hier drin ist. Da ist nämlich ein Wespennest. Und so ist es nicht der Sonne ausgesetzt. Und die Wespen haben ein bisschen Schutz. Uns kann auch nichts passieren, dass jemand aus Versehen mit der Hand drauf drückt. Wäre ja schlecht. Hier gehen die Steffele hoch. Das war viel Arbeit, diese Mauer hier wieder auszubessern. Die war im Winter eingefallen. Da hat es einfach hergedrückt. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Alles wieder gerichtet. So, und jetzt sind wir auf dem Weg ins Himmelreich. Da müssen wir allerdings vorher noch über das Lügenbrückle. Schaut mal, was hier Schönes wächst. Wegrand. Ja, beim Lügenbrückle, da erzählt man sich, da kommt nur derjenige geradeaus drüber, heil drüber, der nicht gelogen hat. Also, alle schon die Steuererklärung gemacht, hat jeder ein gutes Gewissen, dann können wir ja rüber. Ah, ist nicht mehr so schlimm wie früher. Wurde ausgebessert. Aber da geht's schon runter, gell? Hier in den Steillagen zu schaffen, das ist natürlich viel Blut, Schweiß und manchmal auch Tränen. Man muss alles von Hand reintragen und raustragen. Nur die Spritzung kann man mit dem Hubschrauber machen, den Pflanzenschutz, aber sonst von Hand bearbeiten. Da ist klar, warum man 4 bis 5 Mal so viele Stunden braucht für einen Weinberg wie in der Ebene. Noch ein Blick aufs Schiff und schon sind wir da. Hier kommen wir ins Himmelreich. Natürlich muss man da dafür wieder hochlaufen. Himmelreich ist oben. So, jetzt bin ich endlich angekommen und sitze im Himmelreich auf dem schönen Hügelsofa und lasse es mir gut gehen. Als erstes mal ein Schluck Wasser. Ganz wichtig hier, vor allem in der Hitze. Wenn man hier was genießen möchte, sollte man auf jeden Fall zuerst Wasser trinken. Auf gar keinen Fall Alkohol bei der Hitze gegen den Durst. Mein Glücksbringer habe ich dabei, die Laugenbrezel, darf nicht fehlen. Aber ich habe auch noch was anderes. Gerade eben habe ich schon eine radelnde Familie getroffen, die einen Geburtstagsausflug machen. Und trifft sich richtig super. Ich habe nämlich auch noch vor, ein Geburtstagskind zu grüßen. Und dafür habe ich was mitgebracht. Das lässt sich auch ohne Korkenzieher öffnen. Ganz praktisch mit dem Schraubverschluss. So kann man auch an mehreren Stellen genießen. Das ist ein Secco Zico. Der ist richtig was für Mädels. Gut gekühlt. Blutorange Grapefruit mag ich gern. Das ist die kleine Schwester von Pink Champagne. Ihr wisst, was ich meine. Und damit grüße ich die Susi, die ihr 50. feiert und damit das erste halbe Jahrhundert voll macht. Herzlichen Glückwunsch, Susi. Alles Gute auf dich. Das sind feine Aromen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.